Na gut, probieren wir es für ein Jahr. Peters vom Tageblatt. Eine Frage. Es heißt, Sie verlassen Bologna und wechseln nach Köln. Freuen Sie sich auf Ihren neuen Verein? Naja, man will sich ja nicht verschlechtern. Vielen Dank für Ihr Statement. Herzlich willkommen auf meinem kleinen bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, seit gestern Abend ist es offiziell. Theis Dallinger ist Spieler des 1. FC Köln. Der FC leiht den niederländischen Mittelstürmer für ein Jahr vom FC Bologna aus. Wir haben laut meinen Infos eine Kaufoption und wenn die aktiviert wird, könnte er sogar einer unserer teuersten Transfers werden. Man munkelt auf transfermarkt.de über eine Summe von ungefähr 11 Millionen Euro. Unser neuer Stürmer wird auflaufen mit der Nummer 27. Das ist die ehemalige Rückennummer von Anthony Modest, Davy Selke und zuletzt Imad Rondic. Ein Mann, der nicht mal aus einem Meter den Triumphbogen in Paris treffen würde. Aber ich weiß, das war jetzt unfair, denn er ist ja keine Soforthilfe. Zitat Christian Keller. Aber back to topic. Ich muss sagen, das ist für mich ein recht interessanter Transfer. Jetzt nicht unbedingt deshalb, weil Dallinger gerade aus der besten Phase seiner Karriere kommt. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Denn bei Theis Dallinger stellt sich für mich vor allem die Frage, kann der 1. FC Köln einen Stürmer wiederbeleben, der in Frankreich richtig stark war und in Italien seinen Stammplatz verloren hat? Aber spulen wir den Film mal ein paar Jahre zurück. Theis Dallinger wurde am 3. August 2000 im niederländischen Groningen geboren und spielte in seiner Heimat unter anderem für den FC Emmen und den FC Groningen oder auch Groningen, keine Ahnung, ich gebe mir gar nicht erst Mühe, das richtig auszusprechen, okay? Niederländisch ist jetzt nicht so leicht, wie man sich das vorstellt. Aber gut, das sei mal dahingestellt. Seinen großen Durchbruch hatte er allerdings bei Excelsior Rotterdam. Nur so zum Verständnis, was es für ein Verein ist. Ja, die haben so einige Titel gewonnen, aber im Prinzip sind die sowas Ähnliches wie das Fortuna Köln der Niederlande, weil sie haben keine Rivalität mit Feyenoord. Wollte ich nur mal an der Stelle erwähnen, für den Fall der Fälle, dass ihr euch das gefragt habt. Jedenfalls, was er dort in der Saison 2021-22 veranstaltet hat, das war richtig krass. Dallinger erzielte wettbewerbsübergreifend 36 Tore in 43 Spielen, wurde Torschützenkönig und stieg mit Excelsior in die Eredivisie auf. Spätestens da war klar, der Junge muss den nächsten Schritt machen. Dieser Schritt führte ihn nach Frankreich, zum FC Toulouse. Jetzt kann man natürlich sagen, schön und gut, zweite niederländische Liga, aber kann er das auch auf einem deutlich höheren Niveau? Die Antwort darauf hat Dallinger in Frankreich eigentlich ziemlich eindeutig gegeben. In 2 Spielzeiten erzielte er 26 Tore in 69 Spielen in der Ligue 1. Ja, ich weiß, das klang jetzt irgendwie so, als wäre ich gerade penetriert worden, aber naja, Französisch, auch nicht gerade eine Sprache, die ich beherrsche. In seiner ersten Saison gewann er außerdem mit Toulouse den französischen Pokal und wurde mit 6 Treffern Torschützenkönig des Wettbewerbs. Nur so zum Verständnis, ja, Toulouse hat damit seinen zweiten Pokal gewonnen, aber im Prinzip ist Toulouse sowas Ähnliches wie der, ich würde jetzt mal salopp sagen, der VfL Bochum von Frankreich. Auch noch nie Meister gewesen, aber irgendwie immer dabei, mal in der ersten oder in der zweiten Liga. So ein Verein ist Toulouse, so ungefähr aus der allgemeinen Wahrnehmung. Ja, und auch international hat er seine Tore gemacht, denn sie hatten sich für die Europa League qualifiziert. In der Europa League erzielte er 4 Treffer in 8 Spielen und 2 davon gegen Liverpool. Wir sprechen hier also nicht von einem Spieler, bei dem wir erst noch herausfinden müssen, ob er überhaupt auf dem Niveau einer europäischen Top-Liga Tore schießen kann. Das hat Theis Dallinger bereits bewiesen. Und seine starken Leistungen in Toulouse blieben auch in seiner Heimat nicht unbemerkt. Im November 2023 wurde Dallinger erstmals von Ronald Koeman für die niederländische Nationalmannschaft nominiert.
Beim 6:0 gegen Gibraltar feierte er schließlich sein Debüt für Oranje und absolvierte die komplette zweite Halbzeit. Bis heute blieb es zwar bei diesem einen Länderspiel, aber auch das zeigt noch einmal, auf welchem Niveau sich Dallinger während seiner Zeit in Toulouse bewegt hat. 2024 folgte dann der nächste Karriereschritt. Der FC Bologna verpflichtete ihn. Und hier beginnt der problematische Teil seiner Geschichte. Denn in Italien konnte Dallinger nie wirklich an seine Zeit in Frankreich anknüpfen. Er kam dort zwar regelmäßig zum Einsatz, aber sehr häufig nur als Einwechselspieler. Einen dauerhaften Stammplatz konnte er sich nicht erarbeiten und entsprechend ging auch seine Torquote deutlich zurück. Aber ihr dürft nicht vergessen, einen Pokal hat er trotzdem gewonnen. Also, ich sag mal so, das Gewinnen von Pokalen sollte man nicht unterschätzen. Das gibt einem Spieler ein gewisses Selbstvertrauen und eine Erfahrung, die er vielen Spielern beim FC im Prinzip voraus hat. Aber gut, ich komme deshalb bezüglich Dallinger zu einem sehr interessanten Punkt seiner Karriere. Er ist nun 26 Jahre alt. Das heißt, wir reden nicht mehr über ein Talent, das vielleicht irgendwann mal explodiert. Hashtag Jan Thielmann. Denn eigentlich müsste er jetzt langsam in die besten Jahre seiner Karriere kommen. Und wir wissen bereits, welches Niveau er erreichen kann. Die Frage ist nur, kann er dieses Niveau wieder erreichen? Ich meine, vom Spielertyp her bekommen wir ja zunächst einmal einen echten Mittelstürmer. Dallinger besitzt ein sehr gutes Gespür für die Räume im Strafraum. Er bewegt sich zwischen den Innenverteidigern, versucht sich im richtigen Moment von seinem Gegenspieler zu lösen und sucht konsequent Abschlusspositionen. Gerade bei Flanken und Hereingaben ist das sehr interessant und wichtig. Dallinger kann die Flugbahn eines Balles gut lesen und versucht entsprechend früh sich in eine gute Position zu bringen. Und beim Abschluss ist er ziemlich vielseitig. Rechter Fuß, linker Fuß, Kopfball und gelegentlich darf es auch etwas Spektakuläres sein. Aber Dallinger ist gleichzeitig kein Stürmer, der ausschließlich vorne im Strafraum herumsteht und darauf wartet, dass ihm irgendjemand den Ball serviert. Er ist technisch für einen Mittelstürmer sehr ordentlich. Er kann sich am Kombinationsspiel beteiligen, sich etwas fallen lassen und Mitspieler einbeziehen. Trotzdem sollte man auch wissen, was man hier nicht bekommt. Dallinger ist kein klassischer Dribbelstürmer, dem man irgendwo 30 Meter vor dem Tor den Ball gibt und der sich anschließend seine Torchance komplett alleine kreiert. Seine größte Stärke liegt eindeutig näher am gegnerischen Tor. Ja, und deshalb wird es für René Wagner interessant sein, ein System zu finden, in dem Dallinger regelmäßig in diese gefährlichen Räume kommt. Womit wir bei einem weiteren interessanten Punkt wären. Ragnar Ache. Denn der FC holt Dallinger nicht in eine Situation, in der wir überhaupt keinen funktionierenden Mittelstürmer haben. Ganz im Gegenteil. Ragnar Ache hat sich gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison richtig stark entwickelt. Er erzielte insgesamt 7 Bundesliga-Tore und bereitete 4 Treffer vor. 6 seiner 7 Tore erzielte er allein in der Rückrunde. Dazu natürlich dieser komplett wahnsinnige Fallrückzieher gegen Hoffenheim, der auch später zum Bundesliga-Tor der Saison gewählt wurde. Und bevor ihn seine Muskelverletzung im April ausgebremst hatte, entwickelte er sich bis dahin zu einem Stammspieler. René Wagner hatte während seiner Verletzung sogar gesagt, dass man ihn aufgrund seiner Qualität in der Luft nicht 1:1 ersetzen könne. Das bedeutet, Dallinger kommt nicht zum FC und bekommt automatisch einen Stammplatz geschenkt. Er bekommt Konkurrenz. Und genau das finde ich eigentlich ziemlich geil. Weil mit Ache und Dallinger besitzt René Wagner plötzlich 2 Mittelstürmer mit unterschiedlichen Stärken. Ache bringt enorme Physis und eine außergewöhnliche Qualität in der Luft mit. Dallinger wiederum lebt stärker von seinen Bewegungen im Strafraum, seinem Torinstinkt und davon, Räume zwischen den Verteidigern zu finden. Da wird natürlich interessant sein, was René Wagner daraus macht. Spielen beide um dieselbe Position? Wechselt man je nach Gegner? Oder sehen wir vielleicht sogar Situationen, in denen beide gemeinsam auf dem Platz stehen? Das sind Möglichkeiten, die der FC in dieser Form in letzter Zeit nicht hatte. Und trotzdem bleibt Dallinger für mich eine weitere kleine Wundertüte, würde ich mal sagen. Denn seine Karriere zeigt 2 komplett unterschiedliche Bilder. Da ist auf der einen Seite der Dallinger aus Toulouse, ein Stürmer, der regelmäßig in einer europäischen Topliga getroffen hat, der im französischen Pokal Torschützenkönig wurde, der in der Europa League getroffen hat, der sogar gegen Liverpool seine Tore gemacht hat und auch gegen Borussia Dortmund. Und auf der anderen Seite steht der Dallinger aus Bologna. Ein Spieler, der seinen Stammplatz verlor, häufig nur von der Bank kam und seine frühere Torquote nicht mehr bestätigen konnte. Welcher dieser beiden Versionen bekommen wir jetzt beim 1. FC Köln? Ich denke mal, ich frage den lieben Viktor nach seiner Prognose. Grüß dich, Viktor, alter Sag mal, was ist deine Prognose bezüglich Theis Dallinger?
Meine Prognose? Ich glaube nicht, dass wir in Köln sofort wieder den Dallinger aus Toulouse sehen werden. Dafür waren die vergangenen 2 Jahre in Bologna einfach zu durchwachsen. Aber ich glaube auch nicht, dass dieser Mann plötzlich vergessen hat, wie man Tore schießt. Er hat in Frankreich bewiesen, dass er auf Top-Liga-Niveau zweistellig treffen kann. Und mit 26 Jahren kommt er eigentlich genau jetzt in ein Alter, in dem ein Stürmer seine besten Jahre haben sollte. Meine Prognose deshalb: Wenn Dallinger regelmäßig spielt und René Wagner es schafft, ihn wieder in die Abschlusspositionen zu bringen, die ihm liegen, traue ich ihm 8 bis 12 Bundesligatore zu. Aber einen Stammplatz würde ich ihm nicht schenken. Denn Ragnar Ache hat letzte Saison gezeigt, dass er da ist. Dallinger muss ihn erst einmal verdrängen. Spannender Transfer, aber kein Selbstläufer. Vielen Dank, Viktor. Ja, ich glaube, der Gute braucht erstmal ein kleines Update. Durchwachsen statt durchwachsen. Naja. Na gut, liebe Freunde, ihr habt Viktor gehört und ich selbst tue mich schwer mit einer klaren Prognose meinerseits. Ja, und genau deshalb möchte ich diesen Transfer zum jetzigen Zeitpunkt weder komplett abfeiern noch schlecht reden. Aber vielleicht ist der FC für Dallinger genau der richtige Schritt. Vielleicht tut es ihm gut, aus einer Mannschaft mit Champions-League-Ansprüchen in ein Umfeld zu kommen, in dem die sportlichen Erwartungen etwas niedriger sind. Ich meine, natürlich wollen wir uns weiterentwickeln. Natürlich wollen wir nicht jedes Jahr ausschließlich gegen den Abstieg spielen. Wir wollen uns etablieren. Aber beim FC muss Dallinger nicht sofort auf Champions-League-Niveau funktionieren. Er bekommt möglicherweise wieder mehr Spielzeit. Er bekommt vielleicht wieder mehr Vertrauen. Und gleichzeitig hat er mit Ragnar Ache einen Konkurrenten, der ihm seinen Platz ganz sicher nicht freiwillig überlassen wird. Und deshalb komme ich am Ende wieder zu meiner Ausgangsfrage. Kann der FC einen Stürmer wiederbeleben, der in Frankreich richtig stark war und in Italien seinen Stammplatz verloren hat? Wir werden sehen. Vielleicht setzt gerade dieser etwas geringere sportliche Anspruch beim FC bei ihm irgendwelche alten Kräfte frei. Vielleicht spielt er befreit auf. Vielleicht sehen wir in Köln irgendwann wieder den Thijs Dallinger, der in Toulouse regelmäßig getroffen hat. Wenn das passiert, dann könnte das so quasi eine Art Königstransfer für den FC gewesen sein. Aber Vorschusslorbeeren gibt es von mir keine. Jetzt liegt es an Thijs Dallinger und natürlich an René Wagner herauszufinden, wie er ihn am besten einsetzen kann. Weil eines ist klar: Mit Ragnar Ache wartet bereits jemand auf dieser Position. Und nach seiner letzten Rückrunde muss Dallinger erst einmal zeigen, dass er an Ragnar Ache vorbeiziehen kann. Ja, liebe Freunde, das sind meine Gedanken zu diesem Transfer. Hat sich einige Wochen gezogen, war lange Zeit lang eher nur ein Gerücht. Es hieß auch, Werder Bremen wollte ihn. Jetzt haben wir ihn quasi abgeluchst, während sie sich gleichzeitig nochmal mit Füllkrug verstärkt haben. Da ist jetzt natürlich die Frage: Bekommen wir die beste Version eines Stürmers, der ein kleines Karrieretief erlebt hat, oder Werder Bremen? Wer hat hier die besseren Register gezogen? Das interessiert mich auch an der Stelle. Gut, schauen wir mal, was sich in nächster Zeit hier so tut in Sachen Thijs Dallinger. Ob wir die ein oder anderen Tore von ihm bejubeln dürfen. Und das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, sehen wir uns zum ersten Pflichtspiel-Talk in dieser Saison. Wir spielen am Montag im DFB-Pokal und am Wochenende kommt auf jeden Fall der Spieltagstalk. Zuvor bitte ich euch, die Glocke zu aktivieren, weil dann kriegt ihr die Benachrichtigung für den Beitrag, wo ich dann wieder meine Umfrage mache, was ihr bei diesem Spiel tippt. Wir tippen dann nur, ob wir weiterkommen oder nicht weiterkommen, und den Rest entscheidet der Münzwurf, weil dann tritt das Ergebnis mit den meisten Stimmen gegen das mit den zweitmeisten Stimmen an. Und ich übernehme immer die Position des Ergebnisses mit den zweitmeisten Stimmen. Ja, ist nur für die neuen Zuschauer an der Stelle. Apropos neue Zuschauer, mein Way to 1K. Wäre unglaublich nett von euch, wenn ihr ein Abo da lässt. Weil, ich sag mal so, ab Februar wird es etwas schwieriger, YouTube-Partner zu werden. Weil dann musst du innerhalb von 365 Tagen eine Watchtime von 8000 Aufrufen haben. Oder 8000 Minuten oder sowas in der Richtung, weiß ich auch nicht genau. Vorher war es nur die Hälfte. Das heißt, selbst dann reichen mir die 1000 Abos nicht. Lasst sie uns vom Februar knacken. Ja. Und ansonsten bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ich sag mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.